Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Luffy auf Pelzig. Ach Gott, voll die Mystik-Mucke, die hier abgeht, und damit habe ich in der letzten Episode auch nicht mehr gerechnet. Die Menschen in Kirwan sind seit Generationen auf der Außenwelt isoliert. Aber die Überwesen auf der Insel sind Wesen des Bösen, die bringen nur Leid. Die Überwesen sind unbeschreiblich hässlich, böse. Und was ist mit dir? Wollen die Höllefürste wirklich die Welt vernichten? Ihr wohnt neben dran, sagt ihr's mal. Wart ihr schon beim Ältesten? Ich bin 119 und noch nicht der Älteste. Du? Warum ist die Todesinsel über den Turm von der Insel stehen geblieben? Das wüsste ich auch ganz gern, deswegen bin ich ja hier. Ja, wenn ihr die stärkste Waffe von Welt wo gibt. Geil. Holen wir doch gleich mal stärkste Waffe von Welt wo gibt. Lauter Zirkongedöns. Zirkonflegel, Eronschwert, Zirkonaxt ist natürlich noch viel guter. Also kriegt er auch das Ding. Was macht das dann schönes? Sturzbach, wasserscheue Kreaturen. Was war das andere? Das hier, Zirkonrute, Peitsche, Donnerschrei. Alter. Okay, dann gibt es ja hier auch schöne Zirkonkutte mit Magiestaub. Das kann auch nicht schade. Zirkonpanzer, ja komm. Dann kleiden wir uns ja hier stilecht ein, würde ich doch mal sagen. Zirkonhelm, ja, ist schon geiler Scheiß. Moment, gibt es noch was Besseres? Nein, okay. Dann werden die alle noch mit dem Zirkonit-Zeug eingekleidet. Ja. Kopfwurm macht das. Haben wir wieder ein paar mehr Zornesattacke. Und das lassen wir uns sein. Multipine erhöht die Angriffe aller Kämpfer. Ah, nicht schlecht. Okay, aber nur weil es Multi mit drin hat. So, dann sind wir mal stilgerecht eingekleidet. Wir werden gegen die Höllefürste kämpfen, nicht wahr? Ja, Die Höllefürste machen mir Angst. aber ich bin doch da. Und was ist dann in dem Haus hier? Du kannst die legendäre Gegenstände aus dem aus der Türm tragen. Ich kann das fühlen. Ich weiß bisher nicht, dass es Gute und Böse Überwesen gibt. Jetzt wischt's. Ich fühle die Energie in euch. Wie seid denn ihr dann drauf hier? Warum denn das aber drauf? Was habe ich dann gemacht? Ich habe immer an höhere Wesen geglaubt, aber warum mussten ausgerechnet die Böse kommen und nicht die Gute? Das ist doch nicht fair. Naja, du dafür, dass du jetzt an sie geklagt hast, sind sie halt da, aber die Gute sind doch direkt vor dir hier, die tolle, gute Überwesen. Ist hier der Opa? Der Älteste ist aber, ihr könnt ihn besuchen. Servus, Opa. Hoch, das sind 3 illustre Jungfrauen noch anscheinend im Hinterzimmer, die das sich hier hält. So einer bist du also. Gucken wir mal, ob die nicht raus wollen. Nee. Der hat sie anscheinend wirklich gefangen hier. Wie heißt du, junger Mann? Mein Name ist Maxim. Maxim, Lisa, Marie, Clara, komm mal bitte hierher. Ja, da kommen sie her, die Lisa, die Marie und die Clara. Was meinen ihr? Fühlen da was? Ja, ich fühle starke Energie. Da scheint's zu sein. Ihr könnt die Siegel brechen. Ja, das denke ich auch. Wovon babbelst du überhaupt, Opa? Ja, hör ich mal zu, Maxim. Wir sind seit Generationen die Untertanen der Höllefürste. Die haben uns Waffen, Schilde und Helme gegeben, die wir in den Türmen verwahrten. Es gibt 3 Türme, einen auf Dasch, einen auf Icht und noch einen auf Insel. Die Höllefürste haben die Waffe in den Türmen versichelt. Nur der Auserwählte kann die Siegel brechen. Ich glaub das. Unsere Höllefürste wollen sich die Waffe krapschen. Heißt das, die Waffe sind nicht mehr unter Verschluss? Die sind noch versiegelt. Das ist doch Überwesen, kann er die Siegel nicht einfach knacken? Um die Siegel zu brechen, braucht man etwas Besonderes. Was denn? Die Mädle hier.
Was? Die Mädchen können Energiewelle auffangen und konzentrieren. Du Mensch, die Energie. Ist der Schlüssel für die Siegel. Genau. Das Geräusch. Maxim, mein Name ist Lisa. Bring mich auf die Spitze vom Turm. Ich bin der erste Schlüssel. Babbel, nicht dummes Zeich. Wenn schon, dann ich bin der erste Schlüssel. Warum geht die Sprechbloß von ihm aus? Aber Keine Angst, mir wird nichts geschehen. Ich besitze die Gabe, um die Welt zu retten. Willst gehen, Maxim? ja, es ist an der Zeit. Okay. Die Mädels bringen dich in die Türme. Lisa bringt dich in den Turm im Süden. Pass gut auf Lisa auf. Ich bin sicher, Lisa wird's schaffen. Ja, schauen wir mal, ob sie das schafft. Ah, na hopp, jetzt haben wir noch so Lisa im Gepäck. Neue Zauber gibt's hier offenbar nicht. Das heißt, wir speichern nochmal hier in Piccolonia ab. Mit dieser sehr mystischen Musik. Und dann hieß es in der Turm im Süden. Das muss ja wohl der hier sein, der aussieht wie einfach nur mehrere Hänge, die aus blauer Blume bestehen. Alter, die Musik ist ja auch ultra episch. Geil. So macht es doch richtig Spaß, so fast Endzeit-Feeling vom Spiel, ne? Wir nähern uns auch allmählich. Ich sage jetzt ja noch nicht ganz, aber wir nähern uns allmählich im Ende. Erster Siegelturm. Allein schon die Bezeichnung Siegelturm ist schon geil. Das sind wieder nur Sphingen. Na gut, wir hauen trotzdem mal drauf. Was bleibt uns dann anderes? Aber ich glaube, hier sind dann noch ein paar neue Gegner unterwegs und nicht nur so das alte, ausgelutschte Viehzeugs. Ja, die versuchen uns wieder zum Schlafen zu bringen, die Mistviecher. Ja, das hat nicht funktioniert. Autsch. Ein bisschen AT ja noch gebissen. Na dann, weiter geht's. Jo. Und drauf und der Wetter. Ja, ich habe das Gefühl, geizig jetzt ein bisschen wendiger ab, oder? Ja, solange der nicht wieder so ewig lange Zauber macht, der dann sowieso nichts bringt, ist mir das recht, wenn die einfach nur sauber so arg greifen, die Viecher. Jo. Ja, aber die Musik ist echt geil. Ah, hier ist nichts. Und ach, die Wolke-Animation ist schon geil gemacht. Hier gibt's noch was. Super Eifring. Ach Gott, Eva war ich ein bisschen genau. Eva war ich ein bisschen laut, glaube ich. Das hat richtig schon im Kopf gedröhnt, als ich das gesagt habe. Ach, die Truhe sehen hier ein bisschen anders aus, was ich schon ziemlich geil finde. Quatsch, nicht Zauber. Ich wollte hier gucken wegen Super Eifring. Für die Wirksamkeit des Eiszaubers. S steht für Super. Und Frostfee. Ja, super geil. Abwehr geht deutlich runter, aber die Beweglichkeit hoch. Ja, okay, wisst was? Das machen wir so. Wenn wir jetzt hier schon die ganze Super-Ringe kriegen, dann nutzen wir das auch richtig. Aber ich habe gewusst, dass das hier ein bisschen wohin geht. Dass wir da noch zum Gegenstand kommen, den wir da abstauben können. Und da müsste es dann einfach weitergehen im Turm. Geil ist auch, dass hier auf der Stockwerke eigentlich nichts rumhockt an Gegner, sondern nur im jeweiligen Innere. Da lungert einfach nur ein Drache rum. Gucken wir doch mal, was der kann. Es ist ein Dunstdrachen mit einer Donnerbestie. Ja, so nennen sie mich auch, wenn ich mal auf dem Dixie sitze und mal richtig einer Kracher los. Dann bin ich auch die Donnerbestie. Also, weiter geht's. Entschuldigung, das ist so ekelhaft. Ich weiß nicht, warum sie das wie die Donnerbestie nennen. Ich will es auch gar nicht rausfinden. Aber wir wissen ja schon, dass der Donnerzauber wirkt. Von daher bietet sich natürlich, ja. Aber ja, ich will ja mit meiner ekelhaften Gedanken und mit meinem ekelhaften Fäkalhumor schäm dich, Yankee. So, weg ist er. Und hier ist ein Zyklop. So, gucken wir nochmal, ob wir den von hinten angreifen können. Zumindest von der Seite. Das ist jetzt der Mega-Zyklop. Weil er fleischfarben ist, statt Türkis oder was er vorher war, ist es der Mega-Zyklop. Alles klar.
Kann man hochvollziehen. So, dann weg mit dir, du Polyphem für Arme. Für jeden, der es nicht wissen sollte, Polyphem ist der Zyklop, der in der Odyssee vorkommt, in der griechischen Mythologie. Das ist der, bei dem Odysseus eingesperrt ist und der dann geblendet wird. Damit sie aus seiner Höhle rauskommen, indem sie sich als Schafe tarnen, indem sie dann unter der Schafe rausgehen. Ach ja. Grausame griechische Mythologie ist schon was Schönes. Ich glaube mich ja noch zu erinnern, was am Schluss von den Türmen kommt, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber ich glaube schon, dass ich da noch richtig weiß, was da abgeht. Hier geht's wieder hoch. Was lungert hier rum? Ein Superwasserring. Alles klar, wieder sowas Nekromantisches lungert hier rum. Da gehen wir auch mal gleich drauf. Okay, Drache. Jetzt kann man dann nur die tolle Zauber als Zornesattacke ausführen, aber ansonsten bringt es niemand was. Nee. Ui, Höllenbote und Nosferatu. Vor allem Nosferatu, sondern Nosferatu. Okay, machen wir uns ja schon Horst Ferratu platt. Und dann stürzen wir uns mal auf den Höllebote hier. Der sieht schon ziemlich fies aus, der Kerl. Ich weiß genau, was wir mit dir machen. Das müsste eigentlich ziemlich gut reinhauen. Und... yeah. Sehr schön. Gut. Komm schon. Ja, den Drache lassen wir jetzt mal Drache sein. Die Sphinx lassen wir auch mal Sphinx sein. Dann gehen wir hier weiter. Okay, wieder so ein Horst Ferratu. Aber dann müssen wir, glaube ich, platt machen, um Draht zu kommen an die Treppe, die sich dann erst bildet. Gut. Sollte eigentlich kein Problem sein. Mit dem Freak hier, ja. Gut. Und ihr macht den jetzt mal wieder so fertig. Ja, gut. Das ist auch nie schlecht. Yo. Perfekt. Ja, dann entsteht hier spontan die Treppe. Hieß es ja schon ganz am Anfang, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, ist normalerweise alle Gegner besiege immer ein Weg, wie es weitergehen kann. Okay. So geht's irgendwo hier. Und du geht's genauso wo hier. Okay. Da haben wir nichts verpasst. Ultra epische Mucke. Okay. Dann zu dir. Probieren wir es einfach mal mit dem Sturzbach aus. Es interessiert mich, was jetzt so dabei rauskommt. Terminator. Ah, naja, nicht schlecht. Das war nicht gut. Scheißendreck. Wir brauchen Valor. Wo ist Valor? Hier. Dann müssen wir Arthea dringendst wiederbeleben. Das war nicht gut. Das war richtig hässlich. Verdammt nochmal, die hauen richtig rein, die Scheißviecher. Ja, da ist es vielleicht wirklich ganz gut, die Viecher zu treffen auf dem Kartebildschirm, dass man die schon überrascht, dass man als erstes angreift. Ihhh. Zum Glück aber Gordo getroffen. Okay, hau weiter drauf. Gordo wird jetzt sowieso die Biege machen und abhauen. Alter Falter. Ja, die Knabe rotzen schon ordentlich rein hier. Geht's hier weiter? Hier können wir höchstens die Ehre-Runde drehen. Ja, Karten. Schöne Grünanlagen. Und hier geht's auch noch irgendwo runter. Warte mal. Das sieht mal aus, als würde es irgendwo weiter hochgehen. Warte mal.
Jawohl. Super Donnerring erhalten. Gefunden, was auch immer. Quasi sozusagen. Weiter geht's. Aber ich möchte erstmal gucken, was der noch bringt. Der wird wahrscheinlich den Zauber Donner dabei haben. Nehme ich jetzt mal so steil A, ja. Ist tatsächlich sogar besser. Aber für die Beweglichkeit dann gerade so das Tollste. Nee, machen wir das doch so. Okay. Schön. Dann können wir da weiter in der Geschichte. Jetzt muss ich sowieso nochmal gucken. Die haben ein paar Mal Zaubersirup, glaube ich, gekriegt. Ja, das ist dafür gar nicht mal so schlecht, ne? Okay, so. Selbe Spiel, vielleicht schlägt Blitz Swimo ein. Und es klappt. Nachtdrachen. Ich möchte es mal ausprobieren. Wenn schon Lichtzauber, dann wahrscheinlich bei Nachtkreaturen und bei Untote, ne? Probieren wir es einfach mal aus. Ja. Bestätigt sich. Das zieht gut was ab. Ja, die körperliche Attacke bringen jetzt leider nicht so viel. Gut, dass wir die Initiative gehabt hätten. Und ich rausfinden konnte, was da abgeht. Aber wir müssen es wohl leider wirklich so beibehalten. Hat jetzt schon 60 MP gekostet, das Ganze. Enna ist dafür kaputt. Ich glaube, die können auch so Instant-Kill-Zauber aussprechen, die Viecher. Ah, sie ziehen auf jeden Fall mal nicht schlecht ab. So. Weiter drauf. Ich verschwende jetzt nicht noch mehr MP. Dann ziehen wir halt noch wenig ab. Aber schauen wir mal. Vielleicht reißt das ja nochmal raus. Ja. Gut, Gordo hat es mal gut rausgerissen. Und dafür kriegt er ein Level. Hat er verdient. Okay. Dürften wir jetzt eigentlich schon fast over sein, ne? Ah ja, hier darf sogar noch gespeichert werden. Sehr schön. Folgendes. Nochmal auf alle. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle einen kurzen Cut. Ich weiß, wir sind erst bei knapp 18 Minuten, aber ich mache jetzt an der Stelle nochmal einen kleinen Cut, weil mehr als 3 Episoden kriege ich heute nicht mehr hier und was uns an der Spitze vom Turm erwartet, das dauert ein klein bisschen länger. Deswegen, damit wir das alles gescheit geregelt kriegen und ich mal Aufnahme heute auch noch beenden kann, mache ich hier meinen Cut und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder, ihr liebe Leute. Es kann weitergehen. Ja, jetzt sind wir an der Spitze vom ersten Siegelturm und quetschen uns natürlich mal sofort da drauf. Und was kommt dann da? Ach Gott, da ist er wieder. Ich hab gewusst, ihr täten Kummer. Gades? Warum? Dank ihrem Seiltreff auf der Insel wurden meine Kräfte erneuert. Irem ist eine Höllefürstin? Ayo, Amon, Irem, Daos. Für uns ist die Zeit gekommen, die Welt zu beherrschen. Das ist ja lächerlich, das werden wir nie zulassen. Haha! Ja, die Episode wird ein bisschen länger. Für euch ist jetzt nur eine Sekunde oder wie lang vergangen. Und ich habe jetzt circa eine Woche lang gebraucht, um wieder zu der Aufnahme zu kommen. Das heißt, für mich ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, weil ich hab gewusst, dass da sowas in der Art auf uns wartet. Der Olle Gades ist wieder zurück und er ist stärker denn je. Am Anfang war er etwas, ja, Pille-Palle, so ein Level 25 Endboss. Hat man noch irgendwie hingekriegt. Mittlerweile ist der Olle Rotschopf ziemlich heftig zurückgekehrt. Und dürfte für uns mittlerweile eigentlich sogar sowas wie Herausforderung sein. Aber nur sowas wie. Da kriegt man eine 10 Füßler ab. Abaddon hat sich hier ganz gut bewährt. Höllefürst und Lichtempfindlichkeit, ja. Ich habe immer am Anfang gedacht, dass was über seinem Schild ist, dass das so abgerissen die Hand von ihm ist. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe es immer für abgerobbt, die Handkalte. Und habe das nie fürs Schild zugehörig empfunden. Trotzdem finde ich die Animation irgendwie cool. Ach so, das sei... Oh, zieht anderen verkehrt ab. Ach, das sei Ara eigentlich komplett im Stirnwulst-Schatten liegen, finde ich ganz cool.
Zudela. Die 2 Minuten zusätzlich haben wir jetzt eigentlich erreicht. Aber habt ihr schon angekündigt, dass das heute ein bisschen länger wird. Wie gesagt, ich wusste, dass wir hier am Gipfel von dem Turm mit Höllefürst Gardes zu kämpfen haben. Aber die Überraschung wollte ich natürlich nicht spoilern für alle, die Luffy ja noch nicht kennen sollten. Okay, also viel zieht er auch nicht ab, der Knabe. Er hält halt nur schon was aus. Warte mal, machen wir vorsichtshalber, falls der wieder meint, er müsste ein bisschen rummucke. Machen wir es mal lieber so mit Champion noch. Die Mucke ist so geil. Ach, generell die Mucke von den Siegeltürmen ist unglaublich geil, finde ich. Und die Höllefürste Kampfmusik finde ich auch schon ziemlich groovy. Da geht's schon ziemlich ab. Aber irgendwie auch lustig, wie der Hof hier gepflastert ist und hier sieht man so ein paar Pflanzentöpfe. Das passt irgendwie so gar nicht zum Kampf gegen Höllefürst. Du warst schon ursprünglich etwas verwirrt. Bei Höllefürst, der Ambiente, erwartet man irgendwie so, was weiß ich, so apokalyptische Landschaft im Hintergrund oder ja, so wie bei Abaddon, so ein sturmverhangene Himmel mit einem Pentagramm ohne auf dem Boden. Aber kann anscheinend auch auf dem schönen Turm aber stattfinden, ohne ein paar Blumentöpfchen hinten dran. Alle Hopf, dann haben wir dann doch relativ gut abgefrühstückt. Allzu stark war er jetzt doch nicht und eine Herausforderung auch nicht. Sogar Gordo steht noch, also so schlimm kann es nicht gewesen sein. 50.000 Erfahrung und Goldmünze bringt er, Selan, Guy. Ja, die beiden kriegen noch ein Level. Denkt nicht, dass ihr schon gesiegt habt. Erim kann unsere Kräfte jederzeit erneuern. Okay, also gekillt haben wir wohl nicht. Maxim? Du scheinst einen Höllefürst zu geben, der uns schwer zu schaffen macht. Unsere wirklichen Gegner sind Erim und Daos. Die befinden sich auf der Todesinsel. Wir kommen wegen der starken Turbulenz nicht näher an die Todesinsel dran. Wir müssen noch etwas gegen die Turbulenz unternehmen können. Bist du sicher? Maxim, wenn du das Siegel von der Höllefürste brechen kannst, hätten wir eine Chance. Haben die Turbulenz etwas mit dem Siegel zu tun? Stell dich dir vor, hier drin befindet sich die Götterrüstung. Okay. Das Geräusch. Das Siegel bricht. Yeah. Götterrüstung. Geiler Scheiß, Mann. Und die Musik finde ich auch so ultra episch. Mit dem Geräusch wird alles gut. Ja, wie im richtigen Leben halt, ne? Was Menschen, Tode mit. Solange ich hier stehe, wird das Geräusch bleiben. Wenn in den 3 Türmen die 3 Platte Geräusch von sich geben, dann... Ja, was passiert dann? Dann wird das Geräusch aus der Platte die Kraft entwickeln, um die Turbulenz hinwegzufegen. Aber wenn du das machst, kennst... Mir wird schon nichts passieren. Außerdem will ich euch helfen, Daos zu besiegen. Geht jetzt, geht und besiegt Daos. Das müssen wir machen. Yeah. Und ihr liebe Leute, das heißt, hier an der Stelle mache ich meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Luffy auf Pelzig, wo es dann weitergeht zum zweiten Turm. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Ayan Yankee.